Aber weil der ist ganz jung aus dem Nest, darum ist der so gut erhalten. Gell? Frauen liebt der heute noch. Frauenstimmen liebt der heute noch. Ach ja? Ja, ja. Ich sage immer, du bist ein ganz scharfer Schweizhäuser. Ja. Sollen. Na, mach's mal. Bei dir sprichst du mal mit, wenn Frauen liebt doch. Ach ja? Ja, ja. Ja, was denn? Hä? Willst du mal Tanzi Tanzi machen? Tanzi Tanzi? Ja, eine ganz andere Stimme. Und die mit Schwimmingpool und sowas anderes, was kosten die so ungefähr? Oben Stamm. 50 bis 65 Mark. Oh, Das gibt schon. Ohne weiteres. Wir sagen aber, das ist doch viel mehr als gar nicht wohl. estamos na casa do Theo e da Vilma, em Buxheim. Almoçamos fora com eles e agora vamos por um bom café. Olha o doce só. Und da hat der Lehrer uns doch schon. Ich habe schon gesagt, wir fliegen nicht rüber, sondern ich gehe wie so ein Fass, weißt du, wenn man das so auf das Wasser fällt. Oh ja, richtig. Ja. Weil wir beide eigentlich davon. Aber jetzt, wenn wir rüberkommen, dann haben wir es ganz bestimmt. Ja gut, das kam ja wieder. Aber ich muss schon sagen, ich ist muss kein- schon kein auch Sauerbrot, ein bisschen immer ein bisschen einhalten. Egal wo es machbar ist, halte ich ein bisschen ein. Was bringt die Dings, die Flasche? Ja. Da ist noch anbrauchen, oder? Olha o pote de nata que tem. Ja, ich sag das in Portugiesisch, weißt? Richtig. E olha a nata que vai em cima do doce. Nossa Senhora. Genau. A mãe não vai voar para o Brasil, ela vai de barriga pelo mar. Ela vai rolar, diz ela. Damit unser kleines Zeug auch versteht. Fahren wir noch raus, ja. Nachdem wir die anderen zwei, die können wir dann zu Fuß, die sind nicht weit auseinander. Und die habt ihr heute Morgen schon gesehen? Ja, 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 euch die schon waren heute angesehen. Morgen hier im Gottesdienst und bei der Prozession. Man besser, wenn das auch filmt. Mhm. Den hat es heute früh hat's den schon etwas beschädigt. Da ist vom Wind eine Birke umgefallen und ist auf den Teppich. Genau, klar. Das sieht man da, das Ja, Weiße da.
irgendwo in einer Garage oder irgendwo machen sie den. Der ist auf Styropor. Mhm. Also ich ging da nicht runter. Wie viel Meter hoch ist das da ungefähr? Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Meiner Nichte, ihr Sohn, ist 12 Jahre alt, der hat hier den Schanzenrekord mit 66 Metern. Oh. Ja. Mhm. Ja, Ulm kennen Sie. Ulm kennen wir, ja. Ja. Sind ja bis vorbei. Und viele Leute auch noch. Rhododendron. Ach so. Wir sagen Azaleen. Na? Azalea, ne? Das ist ein Rhododendron. Die Azalee hat bloß andere Blätter. Ja. Oder? Ja, bei uns. Aber das sollte so alles sein. Hoje, nós estamos na residência do Sr. Erich Reichler, aqui perto de Wengen. E vocês imaginam o que nós ficamos sabendo aqui? Fatos que naturalmente nós ignorávamos. Ich habe Folgendes erklärt, dass wir hierher gekommen sind, bei euch, und haben hier also Sachen zu wissen gekriegt, wo wir bis heute noch nicht wussten. Ich setze Sie ein klein bisschen weiter rüber, dann nimmt die Kamera das nicht auch mit auf. So. Das setzt Sie vor. Ne? Und das möchte ich jetzt die Kinder erzählen, weil für die Zukunft ist doch interessant dieses, né? Mas como eu estava contando para vocês, que isso praticamente se torna um documento, o avô de vocês e o bisavô de vocês, que é o meu pai, ele veio desta região aqui perto. E a tia, Tante Matilde, contou-nos uns fatos que acho que nós já relatamos para vocês. Nós já relatamos isso. A razão porque o avô de vocês, o bisavô de vocês e o meu pai saiu daqui da Alemanha e veio para o Brasil. Um fato interessante, se constatou agora há pouco, com fotografias que a Dora e o Erich estão nos mostrando, de que esta moça, essa moça que o pai conheceu, e por uma divergência por parte do pai da moça, que o pai resolveu fazer a viagem para o Brasil, é simplesmente fantástico o que eu vou dizer para vocês. É a mãe da Dora, Mocinha. a mocinha daquela época. Vocês já imaginaram como o mundo é pequeno? Isso eu estou registrando em brasileiro para vocês um dia puderem escutar. E que nós estamos aqui comentando.
coisas que naturalmente nos surpreenderam de uma maneira toda especial. Mais tarde eu faço adiante. Bei uns sagt man Kuppler. Ja, verkuppelt. Ja, Den vermutlich war da einer auch tätiger und hat die Sache eben in die Wege geleitet. Ja? Weil deine Mutter hat gesagt, sie hat gedacht, ja was will jetzt der, wo der das erste Mal gekommen ist. Das hat deine Mutter mal gesagt. Weil der war, ja, man sieht es ja auf den Bildern, der war mehr da. Er war stets der Der Gentleman. Vater nicht. Genau. Ja? Er war der Gentleman. Und meine Mutter war ein einfaches Mädchen. Und sie hat also wesensmäßig nie zu ihm gepasst. Nie. Leute, was soll ich dazu jetzt sagen? Gar nichts. Aber ich sage interessant. Wir werden jetzt mal da durchgucken in diese Kiste. So war Wenn es. ich die deutsche Schrift lesen könnte, die deutsche Schrift hier, die ich also, wo der Papa mich versucht beizubringen, der hat es mir versucht beizubringen. Er hat ja alles auch aufgehoben. Aber ich habe... Er hat zu ihm gesagt, die Kiste ist deine. Unsere Raimunda kann es auch nicht mehr lesen. Ich habe letztes Mal einen Brief bekommen hier von der Cousine. Und die hat also die Schrift so ziemlich Und da sind in diesem Sinn, aber noch anders. Da bin ich zu einem Freund hingegangen, der heißt Frau Weimisch und der hat mich das gelesen gekriegt. Du kannst meine Schrift auch nicht lesen. Wenn ihr dieses Latein schreibt, kein Problem. Oh, schon probiert was soll ich dir drauf schreiben? Ja, schreibt mal, mach einen Satz, irgendwas, und nur ich will lesen und ich will sehen, ob ich lesen tue. Irgendeinen Satz. Macht so ein Teppich und alles. Ich tue immer großes Plastik drunter, so ein rundes, so Sterne und das tue ich immer unter den Das ist auch Tischband. eine gute Idee. Ja, mache ich immer. Das habe ich dann schon fertig da schon. Ach so. Heute Vormittag waren Wir wir. haben also immer noch einen echter. Ja. Ich habe sogar einen Garten gehabt, wo ich abschnitt. Ja. Und das ist am Strand unten. Das ist die Grenze. Nee. Das ist die Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Hier, Also gut. heute Vormittag waren wir in Ja, ja. Polsternack bei Bei der von Leichnamsprozession. So ist das eben. Ja, wenn Sie schon dran sind. Und die Wetter sind so geregnet und so. Die wieder. Er sagt eben, Tarcisius, Ja, wenn der Wind etwas nachlässt, ja. heute Abend so gegen 5 Uhr, halb 6 Uhr, 6 Uhr, dann kommt er vorbei und sagt uns Bescheid. Und dann springen die noch draußen an der Schanze. Dann gehen wir miteinander zum Skispringen. Oh, ist wahr? Ja, Da wo die... wo die Sprungschanzen sind. Nesta casa aqui, o pai também trabalhou antes de vir para o Brasil. Aqui nesta casa morava a moça com quem o pai
tinha intenções de se casar, mas por certos motivos, não se concretizou. E o pai veio para o Brasil. Esta residência, ela fica na cidade de Eisenhardt. Vocês já escutaram um pequeno comentário anteriormente, quando eu fiz aí no dia que nós chegamos na casa do seu Erich Reichler e Dora Reichler. Esta é a cidade de Eisenhardt. Bastante vento hoje, mas o dia está lindo. Nosso amigo Erich e a Dora. Wo ist Elvira? Ach, Elvira kommt da durch. A mãe escolheu o caminho mais difícil. Dieses hier? Ja, hier war natürlich, oben ist ja noch die Holzverschalung. Aha. Und die Holzverschalung... Bleib ruhig so stehen, dann nehme ich besser deine Sprache auf. Die Holzverschalung, die ging runter bis zur Erde. Ach so. Es war früher alles mit Holz verkleidet. Und deshalb jetzt der Schwager ist damals nicht der hier. Ehrlich? Ehrlich? Weiß, Ja, das vom normal Aussehen her ist, ist gell? Aber die hat sofort gesagt, ist der Mann oder nicht? Hat sie sofort gesagt? Ja. Und du hast gesagt, Jetzt sagt man sich der Egon. der Egon. Genau, der Du hast Egon, gesagt, der Egon. Welcher? Oh, den habe ich schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ja, da kannst du ja noch mal Ja, vorstellen. schon Wenn... Pode falar. Nós chegamos aqui com a Dora e com o Erich visitar mais uns amigos e quase parentes É, que fica no lado da casa. onde morava o Opa Leonard. É, na casa dos pais da Dora. Diga você, então. Não? Fala. E agora estamos aqui reunidos na casa dele. Hels. E estamos tomando uma cachaça, ó, delícia. Eita, quero ver como a mãe vai sair. Gostoso. Saúde. Salute. Salute. Nichts, dieselbe Wurzel. Salute, gell? Saúde. So ist es. Am Anfang hat das noch nicht verstanden. Ja. Saúde. Licor de primeiríssima qualidade. Vocês imaginam a água que vocês têm na boca? Eu não, eu vou tomar. Gostoso, mas toma devagar. So ist es. Ja, Rosa. Ja. Brasilien, weiß ich. Also wenn du doch überrascht werden kannst, gell? Wenn du... Aber möchte ich Wenn mir... du dass du gerade zu erzählst und was Ja. dann auch zuerst die Regeln gegangen. Genau. Ja, möchte ich, wie wir gucken haben. Wir kommen am Pfingstsamstag rein. Abends um 7:30, 8. Ja, 8 dann. Sind am Auto ausladen. Und vom Urlaub, wir waren 14 Tage Wir waren doch 14 Tage in Kroatien unten. In Kroatien, was? Kroatien Die waren waren die. Ja, und dann kommen wir wir. heim Pfingstsamstag heimgekommen. und sind am Ausladen. Saúde, pai. Oh, Dann mas kommt que noch saúde, Dora raus, gente. dann sagt sie, du komm De schnell rein. primeiríssima. Der Narcissus von Brasilien ist am Telefon. Spinnst. Mir hat es gleich gesprochen. Aber delikiertes Eis, aber. Der Probierlikör ist gut, ja.
Haben wir immer auch. Und was ist es? Brombeeren. Brombeeren. Das ist richtig. In Langenau hatten wir viel Brombeeren im Garten. Wir konnten, hier ist es so auch, ich glaube. Aufnehmen. Aham, a prima segunda do pai, essa é boa. Und die anderen sind nachher Cousins, Schwesterkind, Großschwesterkind und wir sind nachher. Jetzt hast du noch einen Verwandten mehr. Nochmal was. Nochmal eine, die Liste wird immer größer. Die Liste wird immer größer. Ja, da hast du wohl recht. É uma região muito bonita aqui no Allgäu. Região que até hoje eu não conhecia. E o nosso parente de longe, o Eric e a Dora, nós levaram aqui para mostrar. O vento está tão bravo que chega a mexer comigo. Nos Alpes, a neve já está começando a desaparecer. Aqui está uma pequena demonstração que eu aproximei. Mas isso aqui é uma parte só. A outra parte não é possível se ver porque tem certa fumaça no ar.
jetzt schon wieder Enten, sehr viel. Aber welcher hat jetzt lauter Mädchen? Der Erzfürst. Aber er lässt nicht locker. Jawohl. Er geht fleißig zu Werke. Über RM. Vorher können wir da unten rum. Aber wir müssen da wieder auf und runter. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen kommen. Langsam vorwärts. Ja. Fahren wir schon. Ja, das ist ja fein. Jawohl. Und jetzt müssen wir bloß noch so ein Geweih haben. Ja, noch. Wer sitzt so? Gut. Aber guck. Ach, ich hab... Schöne Tiere, ne? Oh. Doch, die brauchen sich nicht irgendwie Angst haben vor dem Wolf Nix. oder vor sonst etwas. Aber er schießt sie auch. Zu essen gibt's auch.